Goedemorgen, Lebenswasser. Mijn naam is Kenneth Diesbreid. Ik vind het zo die hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En voor opmerking. Jeni den 26. Kloksasse-Service hier die Lebenswasser Kerk, da wir die einladen, rüberzukommen zum Sommer- und Anbetungsabend. Dit is een nieuw ding wat we hier willen proben en we willen die motor springen. Studie top met die familie, met zo'n vriend top, met die kleine groep top. En kom hier naar de kerk met die barbecue, met die discava, met die churrasquero. Bring die in het Fleisch oder eten wat die vergleichen te merken. Bring some drinks zich met, some zoet met. En kom ruim met die vriend top zum hier binnen op ons hof. Dat schijne ware genießen. Ne titan wo je onkers top eten met die vriend top. Je binnen gemeenschap. En zo dat wordt omgaan van klok 6 tot klok 8. En aan klok 8, waar we hier een aanbetungsabend hebben, hier buiten op ons hof, dat wordt ganz en zand zijn, zo lud die vrienden en familie aan, breng die in onkers met en kom eruit voor een goede tijd van eten, gemeenschap en aanbetung. Zodat jeni den 26. klok 6 service. Nächste zondag is Vaderdag hier bij Lebenswasser Kerk. So kom broeders familie, breng die een papa met, breng die een groospapa met. Dat is een dag waar we de papa's eeren doen, waar een goede gottesdienst zijn. So kom pray nächste zondag voor Vaderdag. En dan te laat wil ik die wijn doen, dat hier bij Lebenswasser Kerk hebben we een Lebenswasser Koma. Dit is een stad, wo die kost aankomen, die klimasse leerbaas en eten, die komas vielleicht klimasse ladig. En die komen je doen park eten opstellen, ganz en zonds. Der Lebenswasser kommt aus einer neuen Port von uns Gebiet, so gut weil ich habe nur den Gottesdienst, wenn Lieder und Ehen fehlen wird. Das sind alle Bemerkungen für dieses Werk. Der nächste werden wir eine Zeit von Anbetung nennen gehen. Jeder einer. Mehr Volk in Frieden, in Tüsichter, und weil wir taub Gott loben und preisen in Einigkeit, müssen wir schon eine Zeit haben, dass wir hängen Du hast du alle tid ein goda blod. Ach, weil du hast du alle tid ein goda blod. Die Mürzen weit in down vor der Brot, nur schwort die Leute nicht kommen down. Ach, weil du hast du alle tid ein goda blod. En doi betogen, du jas bezieht mich, du bist früh. Ich wollt du lass, mich nicht allein, aber du bist ran, mich erfahrt mich nicht. Wenn ich gebräge, in deinen Nuss voll. Ich wollt du hast du alle Zeit, dein Gott Blut. Du hast du alle Zeit ein goda Blut. Die Mürzen weit in down vor der Brot, nur schwort die Leute nicht kommen down. Du hast du alle Zeit ein goda Blut. Durch die Strähne, was um meine Sinn, du bist immer trüher, durch die Wollen feucht, letzt du har mich durch. Du bist immer fähig, durch die Strähne, was um meine Sinn, du bist immer trüher, durch die Wollen feucht, letzt du har mich durch. Du bist immer fähig. Du hast du alle Zeit ein goda Blut. Du hast du alle Zeit ein goda Blut. Die Mürzen weit in down vor der Brot, nur schwort die Leute nicht kommen down. Ach, weil du hast du alle Zeit ein goda Blut. Du
dein guter Blut. Den Grund. Du hältst mich hin, du lässt mich niemals los. Du hältst mich immer weiter ab. Oh mein Gott, so gut, du hast nicht ab, mich. Oh, der Friede Funk, wegen deiner Leute von mir. Oh mein Gott, so gut, du hast nicht ab mich. Oh, der Friede Funk, wegen deiner Leute von mir. Lever fri, de gnod vach moja ostoj sjå. Din opper haft nykomst, nie merkt, zum Leben ab die Stund von dir. Oh mein Gott, so gut, die hast nicht ab von mir. Oh, der Friede Funk, wegen deiner Leute von mir. Oh mein Gott, so gut, die hast nicht ab von mir. Wegen deiner Leute von mir. Geloof te zijn, doe ik zing niet. Du bist Gott, met die begrüßten Tappen, die Freiheit. Du bist Gott, wat du versprachst, Jesus, du hältst doch. Du bist Gott, ich preis ihn nun so lange, sag Juden. Du bist Gott, sieh nicht ins Geloof te zijn, doe ik zing niet. Du bist Gott, met die begrüßten Tappen, die Freiheit. Du bist Gott, wat du versprachst, Jesus, du hältst doch. Du bist Gott, ich preis die nun so lange, sag Juden. Du bist Gott. Oh mein Gott, so Gott, du hast nicht ab um mich. Oh, der Friede Funk, wegen deiner Leute von mir. Oh mein Gott, so gut, du hast nicht ab um mich. Oh, der Friede Funk, wegen deiner Leute von mir. Oh mein Gott, so gut, du hast nicht ab um mich. Oh, der Friede Funk, wegen deiner Leute von mir. Oh mein Gott, so gut, du hast nicht ab um mich. Oh, der Friede Funk, wegen deiner Leute von mir. Sieh nicht ins Blut, das in der Wax sing nicht. Du bist Gott, mit die begrüßten Tappen, die Freiheit. Du bist Gott, wat du versprachst, Jesus, du hältst doch. Du bist Gott, ich preis ihn nun so lange, sag Juden. Du bist Gott.
is Gott. Laten we tijd nemen en terugkijken in deze week. Ik geloof dat het een fijne ding te doen. En laten we God danken voor wat hij voor ons deze week gedaan heeft. Wat heeft hij voor die gedaan? We hebben es wieder an seine Jengwut anstoppen, maar dort een denk. Ik wou bloos de Nomen Jezus spreken. Waar jeder denken, jeder hoort. Wen doors Frieden sine Jengwut. Ich sprek Jesus. Ik wou bloos de Nomen Jezus spreken. Dat de donkerheid je breken naast. Verken je doors hoopning, doors vrijheid. Ik sprek Jezus. Die noem es leven, die noem es heilung, die noem es kroon. Brek door je bangheid, schien durch den Schoten, brand zo zijn vuur. Ik wou bloos de Nomen Jezus spreken. Hij war alle zorgen, hij war angst. Hij was ongevangen en bedraagt ook. Ik sprek Jezus. Die noem es leven, die noem es heilung, die noem es kroon. Brek door je bangheid, schien durch den Schoten, brand zo zijn vuur. Die noem es leven, die noem es heilung, die noem es kroon. Brek door je bangheid, schien durch den Schoten, brand zo zijn vuur. Merk Jezus bekommt von den Bäumen abwehen. Sprek Jezus im Diestren, en war jeder Fien. War meine Familie, ich sprek den Heiligen Namen, Jesus. Merk Jesus bekommt von den Bäumen abwehen. Sprek Jesus im Diestren, en war jeder Feind. War meine Familie, ich sprek den Heiligen Namen, Jesus. Die noem es leven, die noem es heilung, die noem es kroon. Brek door je bangheid, schien durch den Schoten, brand zo vuur. Ik wou bloos de Nomen Jezus spreken. Waar jeder denken, jeder hoort. Wenn doors Frieden sine Jengwut, ik sprek Jezus.
sein, bei ihm zu sein. Dann sag ich, Gott, zeig dit. Den Tiet, wo du mich nicht voll sagst, den Tiet er war du. Den Tiet, wo du mich nicht antwortest, wie den Tiet er war. Den Tiet, wo du nicht zu mir redest, ich rede zu dir. So von dir, wenn du diese vollste Bestfläche in den Tiet, wo du nicht weißt, wo Gott ist, aber er ist gerade hier, gerade besiegt ihn, gerade mit dir. Und dann, wo du durch ist, und dann, wo du nicht leben noch jetzt. Von dir, er ist gerade mit dir. Gott, Dankeschön, dass wir können mit dir kommen. Und Dankeschön, dass du bei uns bist. Gerade dann, wenn wir die nicht folgen, aber du bist du. Gerade dann, wenn wir die nicht antworten, aber du redest danach zu uns. Gott, Dankeschön für wie gut du bist. Wir sind dort nicht wert, so gut, dass du zu uns bist, aber du hältst uns dort wert. Dankeschön. Wir wollen die bis loben und preisen und die abheben, für wer du bist. Ik val hier naar aan, dan is Rami. De vergonenheid wordt nie meer. Kom uit een op net hoort, maar geloven non wordt, hij wordt dood. Ik val hier naar aan, dan is Rami. De vergonenheid wordt nie meer. Kom uit en op net hoort, maar geloven non wordt, hij wordt dood. Wie wollen Radung sein und kommen, van die Herrlichkeit sein. Wie beten Wunder wollen passieren in Radungsgeschichten. Jesus weigt uns Glauben ab, bringt jeder Zweifel weg. Wir singen herrlich, die Wänge, die brechen durch. Die Wänge, die brechen durch. Hier ne anderen is Rami. Dort drieën weit ab van Tontelblien. Die Ding wordt wie dachten wie een dood. Leben frisch ab en beten die Wie wollen Radung sein und kommen, van die Herrlichkeit sein. Hier werden Wunder wohl passieren in Radungsgeschichten. Jesus weigt uns Glauben ab, bringt jeder Zweifel weg. Wir singen herrlich, die Wänge, die brechen durch. Ons morgens, ons land, Jesus spreken, ons dorp, onze families, vriend. Wat immer die zit, wat fehlt Jesus te spreken. We willen top van ons morgens, we Jesus spreken. Tot du da opvaar, tot den Heichstadt Janik. Til den prins van fred, til den levende lom, til du deg si, til den akstøy, til den helligste,
Zu den Weich, wo hätten leben, zu den Opfer, zu den Heichstadt König, zu dem Prinz von Frieden, zu den Leben, du Lob, zu den Exil, zu den Heilstein, zu den Heiligsten, zu den Weich, wo hätten leben. Geschichten. Jesus mag uns loben an, denn jeder Zwiebel weich. Wir singen herrlich, die Wände brechen durch. Die Wände brechen durch. Die Wände brechen durch. Amen. Amen. Gott ist treu. Und was immer du durchgehen lässt, Gott wird dich durchleiten. Wegen Gott sagt, dass er wird treu sein. Und so ich will dir bloß Mut sprechen, was immer dein Kampf ist, kämpf den Kampf, was du gewonnen hast. Und hier stehen, was du gewonnen, wegen Gott ist mit dir. Amen. Amen. Hey, ich kann dir ein Duel sagen. Gut, Marius. Ja, als du uns online kicken lässt, oder hier in der Kirche bist, bloß willkommen hier. Kriegst du auch, wenn hier ja sind, oder online ja sind, bloß willkommen hier, wir wollen jeden hier so gut abnehmen. Hey, das ist ein guter Sonntag und wir sind in einer guten Zeit. Wir fangen im Sommer an zu gehen und dort ist warm und wir fangen an Regen zu lernen. Und ich glaube bloß, dass wir sollen als Kirche ans Taub stehen und wir sollen für Regen beten. Because Regen bringt Leben. Wenn es einmal ein Bett regnet, dort gerachen, dort, was immer dort ist, dort bringt bloß Leben. Und wir haben all mehrere Wildfische gehabt dieses Jahr, dort ist dreig und dort brennt so alles und der Rück ist ammerlich und dort merkt Schuden einfach durch eine Boy. Und so, weil wir für Regen beten. Wir haben in Deutschland in dieser Gegend, wo wir temporal ackern und Anfeld regnet, um dort seine gute Arme zu kriegen. Und so, ich glaube, wir haben das gesagt, um dort wir wollen für Regen beten. Und so, ich will bloß fragen, dass wir an so harten aufmerken und wir bloß für Gott kommen und wir wollen fragen, ganz klar bloß fragen, Gott kostet uns Regen schenken. Vor dem Himmel, Dankeschön für deine Liebe für uns, Dankeschön für die Kraft in deinem Namen, Dankeschön für die Gnade, die du uns geben lässt. Und Gott, wir kommen bloß fertig von dir und ganz einfach wollen bloß fragen, willst du uns Regen schenken? Willst du diese Gegend Regen schenken? Diese Sommer Regen schenken? Lass die Formen eine gute Arme kriegen. Bruder, Dankeschön. Dankeschön für uns hier in deinem Namen. Amen. Amen. Hey, Pastor Jacob wird noch kommen und er wird die Botschaft haben. Er fängt von dir an mit einer neuen Botschaft an. Good morning, alla. Welcome here. Jag är tröjd att jag kan här sein. Jag freue mich, att jag kan dessa nya botschaften anfangen. Jag ser att det är så fan varmt, ser det sommar. Jag mina fru, vi var gestern in El Paso, och det var 110. Und an 10 Abend, als wir hier sterke Boy, der kamen, dann wird das Fan aufgekeilt. Und ich sagte, ich glaube, wir wohnen auf der Basis, steht auf das ein Erdball. So Fan keilt es hier was danach. Aber ich freue mich, dass wir uns taub stehen und Verein beten, dass das kann bloß frisch werden. So wir fangen eine neue Botschaften von der an. Und wir nennen die in Jesus Sien Nomen. Und wenn ihr das nicht gerne ausfiguren, ausgedacht habt, was das ist, diese Botschaften, die handeln sich am Gebet. Und so wir wollen reden von wo zu beten. Und das ist die nächsten 3 Werke, wo wir sagen, wo wir können in Jesus Sien Nomen beten. Und so, das war für 3 Sinn, von der will ich reden von Gott Sien Wellen. Weil ein bisschen kicken, was ist Gott Sien Wellen? Und so, wenn wir reden von Gebet ist ein sehr großer Part von uns Leben. Und dann sagen wir noch manchmal, wir reden von uns Gebetsleben. Wenn es soll wirklich uns Gebetsleben soll es dort sein, dass wir
de tijd even beten, dat het niet bloos welke tijd im Jahr sind, aber das ist ons Leben. Und so, ich würde bloß jüngst gleich in te vragen, was ist dort eine Ding, wofür je beten down? So, je brauchen mir das hier nicht sagen, aber ich glaube, ihr kommt Fußwort in mein, und je denken, so, das ist dort eine Ding. Dort eine Ding, wo je am Frauen down, dort eine Ding, wo je am Beten down. In Matthäus 20, da redet von 2 blinde Männer. Und die hielten aus Jesus heim. Und vielleicht hat wer dort gesagt, aber sie warten an Jesus, der wird kommen. Und als Jesus hier steht bei wir, dann fragt sie Jesus, es wird halten. Und dann fragt Jesus, was kann ich für ihn tun? Und sie haben ein Ding. Und dort wir sie fragen, kannst du uns merken sein? Sie haben nicht eine lange Liste. Und ich weiß nicht, wo uns das wird gehen, wenn Jesus hier wird ankommen und er wird sagen, was ist das, was ihnen fehlt? Vielleicht wird uns dann Vertrag sagen und sagen, okay, lass mich hier mal anfangen. So ist das die, was mir fehlt. Und wir haben vielleicht alle Dinge, was uns fehlt, mehr als ein. Aber ich glaube, wir haben alle das eine Ding, wo wir anbeten, wenn das wird passieren. Und so von der will ich gucken noch ein paar Ursachen, wo wir nicht beten dürfen, und ein paar Ursachen, wo wir sollen beten. Und das sind diese Dinge, wo wir beten sollen, die sind aus Johannes Kapitel 14. Und so, je können noch Johannes Kapitel 14 gehen, ich will meistens da sein. Bei mir ankert hier bis hastig ein klein bisschen den Hintergrund zu vertalen von Johannes Kapitel 14, 15 und 16. Und das ist der Vertal, was Jesus hat mit seinen Jüngern getan, in dieser Zeit hier ist das, in diesen Kapitels. Und das ist ab den letzten Unkers, das heißt mit seinen Jüngern vertalt. Und so wie weiter dort in Johannes Kapitel 13, da redet von, dass er die Feitwasch entstellt, dass die gehen in Frucht drehen. Und Frucht, die da bleiben wird, dann wird er vorher jüngst geben, und wird die in Sien Nomen beten. Und dann Kapitel 16, da sagt Jesus das. Wenn der Tag kommt, wird die mir noch nicht fragen, ich sage Ihnen die Wahrheit, mein Vater wird Ihnen alles geben, und wird die in Sien Nomen Frauen. Und so meine Frau, als wo in der Welt, würden wir dann nicht in Jesus Sien Nomen beten. Und das ist unsere Bibel. Das ist in jene Bibel geschrieben. Das sind die Werte in der Bibel. Und das ist, was Jesus sagt. Und so wohin würden wir dann nicht beten? Und so, ich glaube nicht, dass wir Samarias abstehen und wir sagen, von der will ich nicht beten. Von der will ich bloß mal nicht beten. Das ist nicht, was wir tun. Aber was einmal passiert ist, unter Überdenken, dann dürfen wir nicht beten. Und so wir stehen bis Samarias ab, wir liegen uns auf den Stuhl und das ist ein gewöhnlicher Tag und wir beten nicht. Und die Frau ist, wieso dürfen wir nicht beten? Ich kicke da ein bisschen an und ich habe bloß ein paar Ursachen abgeschrieben, was ich denke, wo wir mal nicht beten dürfen. Die erste Ursache, wo wir nicht beten dürfen, das ist, wenn wir ein bisschen downtig. Auf Englisch sagt es complacent. Wir waren ein bisschen downtig. Wir sind bloß in downtig. Ich weiß nicht, si een Arbeiter hat, was noch mal in downtig ist, oder je schaffen mit einem Arbeiter-Taub, oder je kann somebody, das ist ein bisschen downtig. Das fällt sich so, die hebt nicht was mit anzufangen, sind ein bisschen downtig. Na, wir sind down. Wir waren bloß in downtig, und wir geben nicht viel was dran, und wir denken so, diese Situation, die handelt sich nicht um uns, das kommt mit mir nicht, das wird auf, das ist für Jahre, das ist in einem anderen Land, ich sehe down ever dort. Dort ist, glaube ich, wollen wir manchmal nicht beten. Wir sind hier downtig. Ich glaube, dass da sind Gesetze angeführt hier in das Land, und da sind Beamte angestellt hier in das Land, Regierungsmänner, die sind angestellt, wenn wir nicht gebetet haben. Und da sind Gesetze angekommen, was wir würden sagen, hey, das stimmt nicht mit uns glauben. Die sind dort angekommen, weil wir in downtig. Das war ich glaube. Und wir glauben vielleicht, weil das nicht unsere Verantwortung, das ist in Mexico City, das dort in einer großen Stadt, Leute dort down und was die da will, das geht uns nicht an und wir sind in downtig. Als der Covid anfang, dann, wir mein Freund in den States, und ich fand ihn, oder ich fand ihn, wir reden top, und ich sehe, das fängt hier an, interessante Fälle in den States. Und in some Airports haben some Menschen den Maske ab, und die Geschäfte sagen, sie wollen mit vielleicht Taumerken oder allerhand Begrenzungen da down. Und ich lache und ich sehe, well, das lädt die down, was die will, wie down hier an der nächsten Stadt. Dort wir noch mal beinahe einen Monat, dann schaute ich an ein Bild von in meinem Office, wo ich eine Maske habe, und der Government, Menschen fuhren hier da lang im Weg, und die wollen die Geschäfte taub merken, wenn dort Covid. Manchmal denken wir, das geht uns nicht an, und wir sagen, Leute tun, was immer die will. Und wir waren down dich da ever. Vielleicht ist es, dass somebody krank ist, und wir sagen, well,
Dat sind jene Lieder, die sind weit auf, das geht uns nicht an. Aber wenn es erst dich bei Tüß kommt und es unsere Familie ist, dann auf einmal dann dreht sich das ganze Bild. Dann sagen wir nicht mehr so und downtig. So Nummer 1 ist, wenn wir nicht beten, ist, wir sind dann downtig. Wir waren bloß ein downtig über dort. Und dort wollen wir mal nicht beten. Die zweite Ursache, wenn wir nicht beten, das ist wenn Unglauben. Wir haben es nicht genug Glauben, wir haben Unglauben. Und ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu schlucken, aber ich glaube mal, dann beten wir nicht, wenn wir glauben, dass was ein wenig passiert. Wir haben lange gebetet und das passiert gleich. Wenn wir wirklich glauben, dass das eine Ändernis merken, wenn wir beten in uns Geschäft, auf unsere Farmerie, in unsere Familie, mit meinen Freunden, in unsere Ehe, ich wundere, dass wir dann würden beten. Aber wir denken so, well, das wird vielleicht ein wenig passiert, so wohin würden wir beten. Und ich glaube, manchmal dann denken wir so, dass vielleicht ein paar Minuten in Gebet sind, dass das nicht so viel ist, wenn wir 10 Minuten auf dem Internet sind und versuchen uns Antworten zu suchen für das Leben. Das ist was manchmal passiert und wir haben Unglauben. Und wir merken die Entscheidung, dass wir nicht beten dürfen. Und dann die dritte Ursache, wohin wir nicht beten dürfen, ist bloß, wenn wir waren anmutig. Wir geben bloß ab. Wir sagen, wir haben so lange gebetet. Ich habe für ein paar Jahre gebetet. Und ich sehe anmutig, ich gebe bloß ab, ich gehe mit beten, wenn das passiert ein wenig. Das sind some von den Ursachen, wohin wir manchmal ab hier mit beten und wir lassen dann den Teufel unsere Gedanken verdrehen über das Gebet und sagen, well, das passiert ein wenig. Ich will hier ein paar Ursachen sagen, wo wir beten sollen. Und diese Ursachen sind, das handelt sich um den Charakter von Gott. Wir wollen ein bisschen nur Gott seinen Charakter checken und beten nur seine Eigenschaften checken. Und wir wollen checken, wer Gott ist. Nicht bloß, was er tut oder was er nicht tut. So wir wollen ein bisschen gucken, wer Gott ist. Nummer 1 ist, er ist der Herrscher. Er ist über alles. Er ist allmächtig. Und er hat alle Kraft. Er hat die ganz höchste Autorität. Er ist allmächtig. Auf Englisch würden wir sagen, sovereign. Er ist der Herrscher, würden wir auf Deutsch sagen. Und wenn wir denken an, dass Gott es Vollmacht, er ist allmächtig, dann denken wir vielleicht manchmal so, well, dann wird Gott irgendwie tun, was immer er will. Wenn Gott allmächtig ist, dann wird er tun, was immer er will, und wohin würden wir danach beten? Und das ist nicht die rechte Antwort. Und so, ich glaube, dass erst da, wenn wir als Menschen manchmal nicht Gott seinen Charakter verstehen, und dann denken wir so, well, wenn er allmächtig ist, dann wird er tun, was immer er will. Und in Matthäus saß, wir den Vers nicht lesen, aber Jesus sagt, dass der Vater, der weiß, was ihnen fehlt, vergibt dort Frauen. Und manche können dort auch nicht verstehen manchmal. Und wir denken, okay, wenn er weiß, was mir fehlt, wo soll ich danach beten? Er weiß nicht, was mir fehlt. Wo soll ich danach fragen? Und dort sind die Gedanken, was der Teufel uns anjagt. Und so, wir sollen danach Gott fragen. Und so Gott ist allmächtig. Und dort meint nicht, dass er wird dort tun, was immer er will tun. Und so, was ist dann Gott sein Will? Wenn wir sagen, okay, well, wenn das Gott sein Will ist, dann was passiert, was immer was passiert. Was kann wieder mit tun? Was Gott sein Will ist, dort was passiert. Und ich glaube, was passiert ist dort, wir können vielleicht nicht einmal ganz klar Gott sein Will verstehen. God's Will, sein Will. Und das andere Wort für dort wird sein, sein Verlangen, oder sein Desire. Und so, dann muss man uns mal ein bisschen fragen, was ist Gott sein Verlangen? Was ist Gott sein Verlangen? Und ich will ein bisschen ein Exempel oder ein bisschen Beispiel bringen für uns hier. Wenn wir ein Testament merken, auf Englisch ist das ein Will. Und so, wenn wir ein Testament merken, das meint bloß, das ist, was wir abstellen, das ist, was wir verlangen, wenn den Tag, wenn wir nicht mehr hier sind, dann das, was wir würden gleichen, was da wird passieren. Dann soll das bieten Land nach der Familie gehen, und das soll hier gehen, und das sind die Dinge, die ich habe, und das, was mein Verlangen ist, was da soll passieren. Das, was ein Will ist, das ist ein Verlangen. Und so dann frage ich, was ist Gott sein Will dann? Und ich kann hier bis ein Vers ein bisschen gucken, was Gott sein Will ist. 2. Petrus, der Herr verträgt sein Versprechen nicht zu lang, so als einige meinen. Er hat bloß Geduld mit uns, weil er will, dass alle Menschen sich abmerken soll und dass keiner verloren geht. Das ist Gott sein Verlangen. Das ist Gottes Will. Das ist sein Will, das ist sein Verlangen, dass alle Menschen, was sein Leben umdrehen, und dass sich was abmerken und dass nicht verloren gehen. Das ist, was Gott sein Will ist. Und wenn das Gott sein Will ist, dann wird er wieder tun, dass wir keine Part sein von Gott sein Will. Und wir sagen vielleicht, well, wenn das Gott sein Will ist, dann, wenn ein Mensch sich nicht umkehrt und wenn der nicht nach Jesus kommt, I guess dann ist es vielleicht Gott sein Will, dass der
verloren geht. No. Gott sien Wellen ist, dass alle Mann soll sein Leben umdrehen und dass keiner wird verloren gehen. Das ist, was Gott sien Wellen ist. Gott sien Wellen und sein Plan und seine Gedanken über uns, die sind gut, die sind nicht schlecht. Und er sagt alle Mann, das ist, was sien Wellen ist. Und wir sollen nicht zu glücklich sein, wenn wir noch mal wem sein wird, der nicht reich lebt. Well, I guess, das ist dann Gott sien Wellen. No. Gott sien Wellen ist, dass alle Mann umkehren wird und dass die nicht verloren gehen. Das ist, was Gott sien Wellen ist. Und ich glaube, manchmal in uns Leben, ons persönliche Leben, die Dinge, die passieren nicht, große Dinge, wo wir verlieren, das eine Ding, wo wir verlieren, vielleicht lügen wir dann noch, aber wir haben nicht wirklich am Gebet, dass Gott sien Wellen soll passieren, ab ihr, so ist im Himmel. Und dass sien Wellen mit uns Wellen geknackt ist. Und so wir sagen, well, das weit wir dann nicht, das ist Gott sien Wellen, some Dinge weit wie, was sien Wellen ist. Und so, wenn wir bloß sagen, dass, well, Gott, ich bete, dass die Welt möchte passieren, dass der Nachbar mit seiner Familie wird auch Jesus kennenlernen, dass er nicht wird verloren gehen. Was Gott sien Wellen ist, dass wir uns Jängelstelle abstehen, dass den Nachbar gehen mit den verteilen, wenn er will, dass alle Mann sich abmerken soll und nicht wird verloren gehen. Und so, das ist, was Gott sien Wellen ist. Und das meint nicht, dass Gott seine Gedanken nicht kann ändern. Das meint, er kann seine Gedanken ändern. Gott, der ändert nochmal seine Gedanken, or changes his mind. Gott, der denkt nochmal anders und er changes seine mind. Das meint nicht, dass sein Charakter changed. Wer er ist aus Gott, das ändert nicht. Wenn er kann nicht ändern, wenn er ändern kann, dann wird er besser werden. Er ist das Beste, er kann nicht besser werden, er ist perfekt. Aber wir sehen das in Gott, sein Wort manchmal, und vielleicht hat er das selbst belebt, dass Gott sein mind changed. Und in 2. Moses, das ist, wo Gott mit Moses redet. Und Gott, der hat zu Moses gesagt, dass er würde die Menschen glückste Erde wegstrecken, er würde alle anbringen, er würde nicht arm anbringen, aber er würde die Menschen alle anbringen, er würde strafen. Und dann geht Moses und er sprach mit Gott und sagt, du nicht die Menschen anbringen. Und dann sagt er hier, der Herr, der hilft nur mit dort. Er hilft nur mit dort. Auf Englisch sagt er, he changed his mind. Ein anderes Wort, was er even braucht, als auf Englisch sagt er relented, even repented. Und wenn wir reden von repent, dann denken wir an Bekehrung. Und so, wenn wir würden sagen, der Herr, der bekehrt sich, dann würden wir alle sagen, oh, wach mal, Gott, der kann sich nicht bekehren. Dort ist, wenn wir das Bekehrung meint. Wenn wir würden wem fragen, so was meint dort die Bekehrung, dann würden wir sagen, Wachdrehen von Sinn. Well, das stimmt wirklich nicht ganz, because wir uns Gedanken, der ändert. Gott, der sagt, dass wir sollen repent, wir sollen unsere Gedanken ändern und dann an Jesus glauben, und dann wollen wir gerettet werden. Das ist, was das wirklich meint. Und so, Jesus, Gott, der hilft nur, er ändert seine Gedanken, dass er den Menschen nicht anbrach. Und so, wenn Moses betet, das ist, wo wenn er seinen Willen umdreht und dass er nicht den Menschen anbrach. Kriegst du die Geschichte mit Noah? Ich meine, je weiter die Geschichte von Noah, dass wir kriegen so, Gott, der sieht am gut predigt in Nineveh und er ging in Predigt für 40 Jahre und er sagt, das, was Gott gesagt hat, er wird ihn strafen. Das, was Gott gesagt hat, was er wird tun. Er wird ihn strafen, er wird ihn glückste Erde wegstrecken. Und dann in Kapitel 4, da jamariert ja und dann sagt er zu Gott, ich sehe die, dass das wird passieren. Ich wird gehen predigen und du wirst dein Mind changen. Du wirst ändern deine Gedanken, du wirst es sein, dass die Menschen, die würden ändern, du wirst das nicht mehr tun. Und wie weiter das, Nineveh, der wird geraten, der wird nicht umgebracht, der Stadt. Wo wenn? Because, dass wir da werden, wenn Gott der ändert seine Gedanken, er war dort und er leitet nicht die Strafe, er war der Mensch, er war kommen. Und dann ist es alle zu laat, und Jonah sieht dort, dass die Stadt, die wird nicht gestraft, dann geht er ab dem Hümpel, wo sitzen, und er ist traurig, und er ist ganz bedreckt und sagt, das habt alle nicht. Dus ich ging in prophezeit, und ich sehe die Wort, was wenn die Menschen ihre Gedanken ändern. Und so, das, wo wir sollen beten. Mir hat hier gerade eine Geschichte vertalt. Und diese Geschichte, die handelt sich von George Mueller. Some von Ihnen waren am Kern, aber George Mueller, der lebte in 1800 Jahren. Und George Mueller, dort wird der ganz geradste Missionar, was wir würde kennen sein, was er gelebt hat. Und er lebt in seinem Leben, bis er 30 Jahre alt war. Und als er 30 Jahre alt war, dann bekehrt er sich und er nimmt Jesus an als sein Heiland.
En hij deed dat bij een kleine groep, of weer wat kleine groep mannen op. Hij kwam doorheen en hij nam Jezus aan. En zo, na dem, en die tijd is hij Jezus aangenomen, maar ver hij Jezus aannam, dan ging hij naar de school, hij deed zich uitleren, omdat hij wil een regeringsarbeider zijn. En wanneer hij een regeringsarbeider werd, dat hij wordt betaald krijgen. Maar toen de school daar ging, dan ging hij daar in een missionaarschool en dort kreeg hij betaald. En als hij zich gespikiert had, dan vangt hij aan te beten. En wanneer je naar George Mueller zijn leven kijkt, dat is bestanend met zijn gebedsleven. Wenn dat zegt dat wanneer hij beet, dan had hij ook vertrouwen dat het wordt passeren. Vele dingen wat hij gebed heeft en die passeren. God die leidt hem door dat zo derg. Maar anyway, hij heeft zich nu bekeerd. Nu vraagt hij God, wat zal ik nu doen? Zal ik een regeringsman zijn of zal ik missionair zijn? En dan zegt God hem dat hij zal een missionair zijn. Zo dan gaat hij terug naar de kerk en zegt dat eerst gaat hij naar zijn vader en zegt dat vraagt zijn vader is hij wordt am enger sterben naar de missionaarschool gaan. En zijn vader die had goed geld en de vader zegt, maar nee, ik bedoel die niet naar de school gaan, want daar merkst du geen geld met een missionair zijn. Du sollst liever die uitleer van de regeringsman, wo du kost geld merken. En hij weet dat God heeft hem geredet dat hij zal een missionair zijn. En zo dan vangt hij aan te beden. Zijn gebedsleven vangt aan. En dan duurt het plus een paar maanden later. En dan gaat hij naar de stad waar hij kan aanregistreren naar de school gaan. Hij heeft geen geld niet. En als hij in een lijn staat, dan komt een vreemde man voorbij gaan. Die stapt dan wat geld in de fop nemen. En dat krijgt genoeg wat hij brukt, omdat hij zich kan aanregistreren naar deze school gaan. Hij gaat naar deze school. En dan na 2 jaar, als de school sterk is, dan komt hij terug naar de kerk. En dan zegt hij tegen de kerk, ik wil een missionair zijn. En dat komt hij in de kerk zegt, maar nee. Du hast zo'n zinnelijk leven geleefd, wie schicken die niet uit als een missionair? Ik geloof van deze dag passiert dat nog mehrmals zo'n trouble, wo mensen erop hadden, God heeft wat op het hart gelegd, en de kerk, der Komitee, merkt het stilhouden. Maar dat is wat er passiert te hem. Maar wat blijft je dat hij? Hij beet. En als hij gebed had, dan geeft God hem een stad, een land op zijn hart, waar hij zal gaan voor een missionair zijn. En als hij bij deze stad komt, een kleine dorp waar hij komt, dan gaat hij het eerst naar de kerk en hij wil met dem prediger reden. Dan zeggen de mensen, nou, ons prediger heeft veel werk afgezegd, wie had geen prediger? En dan zegt hij, wel, ik zie de grootste missionaarschool daar. Dan zeggen ze, du bent aangenomen. Hij vangt voets aan te predigen daar. Na in 2 maanden heeft hij door gepredigd in de kerk. Dan wordt hij op eenmaal aan, waar deze kerk geld aan krijgt, dat hij kan schaffen. En waar de geld aan krijgen, als hij dan de stijlen uitraten aan rijke mensen. Dat de rijke mensen een fijne zaad krijgen. En dan doen ze randtool met dat. En met dat draait de kerk. En hij zegt, hey, dit is aber rein ganz überrascht. Dit zal aber keinmal dit zo zijn. Hij merkt dat ganz af. En hij zegt, van hier wieder, waar we niet meer den armen de lijn schicken. We worden hingen bij de derde doze afstal. En die worden ontvangen 10% geven. Nou, hij leert een 10% geven van de aannome. Wat God je zegt, wat je geven zal. Dat is wie geven wordt. En niet meer den armen de lijn schicken. En ook niet meer de rijke mensen de erde zetten laten aantoelen. En zo, over de tijd is, vandaan is hij 30 jaar weer, wat hij 60 jaar, wat hij 90 jaar weer, heeft hij het ganze meeste kinderheims aangevangen vandaan tot nu. Hij predigt in de kerk, maar hij zegt niemals in de kerk dat ik moet leren een kinderheim aan te vangen. Hij beet er bloos even en een dag komt weer vanuit de kerk een man aan en zegt, hey, ik moet leren die te enger sterben, maar die op eenmaal wo schreit zijn, om een kinderheim aan te vangen. Ze vangen een kinderheim aan, nog een en nog een. En over de jaren hadden honderden en duizenden kinderen geraad. Er staat vele kinderheims aangevangen, scholen aangevangen. En dit doet hij alle met dat geld wat de naam bezit, die 10% wat de mensen geven, uit een missioon-account. Wat de naam boven dat 10% wat de mensen daar geven. En te de 1800, dan werd het $7,5 miljoen wat hij naam kreeg in 1 jaar, wat de mensen geven daar, omdat de missionair, omdat de dingen kunnen omdraaien blijven. En zo, dit passeert alle in de 1800. En dan is hij eerst 90 jaar oud weer, 91 jaar oud weer, dan als hij meest krijgt te laat op zijn leven, groot ver hij stoof. En die man wat ze kammert aan George Mueller, wat aan bezorgd over de laatste deel, die hield dat hij beet allemaal voor een persoon. Een dag dan vraagt deze man,
wat am bezorgen dat. Hij vraagt, wer ist dort, für wem du betest? Den Namen, wat du sagst. En dan sagt George Mueller, dort wie mijn vriend, is ik 30 jaar oud weer, is wie een zin leven. En hij leeft nog einmal in zin. En dan vraagt das man, wat am bezorgen dat. Betest du einmal für den? En dan sagt George Mueller, ik habe für 60 Jahre jeder Tag für am gebet. Jeder Tag habe ich für mijn vriend gebet. Für 60 Jahre. Meine Frau ist, dit eine Ding, diese eine Person, was du verbetest, hast du nur ein Jahr abgegeben und gesagt, laut dein Leben ist der Welt. Wenn du nur der Hall gehen, gehen sie nach der Hall. Ich guess das dann Gott Sien Wellen. No, das ist nicht Gott Sien Wellen. Gott Sien Wellen ist dort allemal, was am hier. Er deed dat für 60 Jahre. Das interessante Ding ist, den Tag ist George Mueller starb, dann das Mann, was hat für ihn abgepasst, der Zeit, dass er krank war, der sieht dort eine Person ankommen, ab das Begräbnis ist George Mueller begraben wird. Und er sieht kurz dort aus dem Mann von, was George Mueller hat verteilt, für wem er hat jeder Tag gebet für 60 Jahre. Als das Begräbnis durch ist, dann knallt das Mann sich dort durch, das George Mueller sein Freund, bietet Graf und er nimmt Jesus an. Nur 60 Jahre. So, die Frau ist dann, habe ich abgegeben, anmutig geworden und so ich dachte, das geht mir nicht was an, für wem immer wie gebet habe. Und vielleicht sage ich bloß, well, dort hat sich alles sehr erscheint und dort ist eine Geschichte. Dat is een geschichte, en dat is vielleicht dort, wo passiert in 1800 Jahren. Erstens, dat is een ware geschichte. Dat is een ware geschichte van George Mueller. Aber dat is ook meer als bloß een geschichte. En ik wil jullie bloß merken, dat je kan ook alle part zijn van zo'n geschichten. Ik wil jullie bloß zeggen, dat wie houdt dat systeem? Wie houdt de derde doorheen? En ik zie hier niet een vrouw naar jullie geld. Aber ik vraag bloß, dat je wordt oprechtig zijn en dat geven wat Gott jullie zegt, wat je geven zal. Because we haben auch Missionaren, was wir in der Städten, so Missionaren, was hier von der Kirche sind, was Kinderheims haben, Missionaren, was nach der Boy vor, und hier dicht an und weit auf, und wie dann Israel in der Städten, wo die Menschen haben vor, und von Jesus vertellen, große Erweckung, was da passiert, und even in onze Gegend, und even hier in das Land, ich rede viel Werk mit einem von denen, was wir in der Städten tun, und sie sind in Bolivia, und sie werden rütgefahren, und wir haben einen Jugendtop abgegangen, sie haben een goede tijd gehad met die en Jezus metgedeeld met hen. En er waren 12 Jugendlichen, wat zich op eenmaal hadden bekeerd en Jezus aangenomen. En mij heeft dat plus einfach geen hut, wanneer ik daaraan denk, wat er passiert, wat we kunnen doen, alle Topos Kirche, met wem we kunnen in starten. Viele Geschichten passieren, wat we vielleicht nicht sein können, met dat je treu sind en dat je geven doen. En dat je de missionaren in starten doen. En zo, mijn denk is niet hier dat ze stonen zijn, dat je ze alle meer geven. Mijn denk is best te zijn, geef wat immer Gott je zegt, wat je geven zal. Wenn ik naar George Mueller zijn geschichte kijk, en zoals de mensen gegeven hebben, wat er alle passiert is, ik geloof, wie alle, we zijn al part van zijn geschichten, en we kunnen nog van veel meer zijn dat zijn geschichte part van zijn. We hebben over de laatste paar Monate gezien dat onze opvattingen betrof. Ik weet niet krijg hoe wen. Vielleicht has het dat we een beetje sloopmäßig war oder undautig war. Ik weet niet krijg hoe wen. Vielleicht has het wenn de 3 tijd is. Maar ik wil jullie plus merken. Wanneer je voorbij gaat bij de doos doorheen en je dan de geld neemt, dan zijn je part van missionaren in der Städten, wat de geschichten war verteld, vielleicht ganz bald in Ewigkeit, wat je van jou noch nicht sein kann. Mir anke bloß hastig eine Geschichte mitzuteilen, um ein klein bisschen zu merken. Und dort ist das, ist wie das ganze Projekt, das hier das alle anbieten, das Maya für Jesus Projekt. Dann seht wie Elders, dass wir wollen von dort irgendeine gewisse Amount weggeben, eine Quantität weggeben. Von dort, was hier sind, auch Samaris kommt, da braucht wir die Kirche drehen, aber dann geben wir auch 10% von dort nach weg nach dem Missionar. Und nu seht wir wollen von dort Projekte auch so Dinge weggeben. Und so in den ganzen Prozess hat wir ein paar Jahre zurück hier ein Battery-System abgestellt, wenn das Licht utgeht, dass dann an eine Batterie soll ran. Und das System, das schafft gleich. Und wir wollen das zurückgeben. Und ja, ein Mensch, der kann das gleich, will das gleich zurücknehmen. Und wir wollen dann das Geld zurückhaben. Und jeden kann zurück, das ganze Team, was mit das schafft, hat auf eine lange Zeit mit geschafft. Über dem sieht ja ein Mann, dass er würde uns gerne was Lichtplanten geben. Und ich sage, well, dann werden wir den nehmen. Und so dann gibt ja ein Mensch an sich lädt dann noch eine Lichtplant. Und dann denke ich so, okay, was habt uns eine Plant?
Und so dann fallen mir bei, wohin wird wir nicht sein, dass somebody else der fehlt. So ich fand eine andere Kirche, die Kirche in Durango, und ich frage, habe ich einen Lichtplan für jene Kirche? Ich sage, no, wir haben nicht. Wir haben ihr mal top gesehen, wir haben Eva verteilt und Eva gebet. Und dann frage ich, was wird ihnen fehlen? Und ich habe mir das genommen und er sagt, uns wird so eine große Fehler, so eine KWA, das wird uns fehlen. Und ich sage, wie hat er? Ich sage, wie würde ihnen die gleiche zu geben? Und so wie jij we den Plan, dat die Kirche kon ran. Dann haben wir noch eine kleine Plan, was ja ein Mensch uns geeft, und die wir ab reden. Und der geht rum zu schlafen, das ist so ein kleine Plan, das ist ein Handgeplan. So ich fand die Kirche in Nieuw Leven Kirche in Bolivia, und ich frage, fehlt ihnen eine kleine Plan? Und er sagt, well, für die Kirche vielleicht nicht so nötig, aber wir fahren einmal raus in der Dorpa und wir haben einen kleinen Trailer und die haben was Lichter an und was Speakers, damit wir können mit den Menschen reden und Jesus mitteilen. Wir haben so ein Dach und uns wird ein kleiner Plan fehlen, aber der fehlt Abreda und der fehlt sonst eine KWA. Das wird uns wird leichen, das wird handig sein, wenn wir dort haben. Und das sind Krieg so eine kleine Plan, das was wir haben. Und ich sage, wie wollen wir uns das geben? Und so hier ist das Ding, wir sehen nicht Jahren, morgen, ein paar Jahre zurück, ja, von so einer Stadt plant, und danach so eine Stadt so eine Plan, kriegen so eine Abreder, eine nicht Abreder. Wir sehen, ja, von was immer die uns kostet geben. Da ja, von dieser Maschine, und wir haben gebet, und die jene Menschen haben andere Engen und andere Land haben gebet, und ich will jünglich alle sagen, je sind Part von dort. Je sind Part von dort, dass wir die Maschine kann dort checken und bloß können sagen, hier ist something von Lebenswasser zu tun, damit die können rausgehen und Gott sein Wort wieder predigen und Menschen, wo Jesus kann lehren. Und so, wenn je geben dann, ich will etwas Mut merken, wenn je geben dann und wenn je beten dann, niemals zu denken, weil das ist bloß für Jesus, oder das ist bloß jemand irgendwas von sein. Vielleicht wollen wir nicht. Vielleicht wollen wir nicht von all den Geschichten was sein. Aber ich will etwas Mut merken, dass ihr ein Gebetsleben wird nach Hause gehen. Und dass ihr bis Frau und Gott, was ist dein Will? Was auf uns auf so viel Wege einmal beantwortet. Aber was sind wirklich kreigsame Dinge, wo wir können sein, wenn wir beten und Gott die Antwort. Und wir haben da Geschichten. Mir haben hostig eine zu sein. Dort ist unsere Tochter, die mittelste Tochter, sie ganz klein, wie sie hat sehr schlechte Träume. Und wie wir bei der Doktor gewesen und wir haben verschiedene Dinge all getan. Und eine Nacht können sie nicht schlafen, wir lot in der Nacht oder lot zu overs. Und dann ging Christi da noch in ein Bad und dann sagt Christi zu ihr, wer wir bloß Jesus anladen, dass er hier ist, dass ich mit dir schlafen. Und so, diese kleine Girl, die rutscht sich wieder und sie lockert das Kassefan ab, der die Tag der Fan haben, wenn sie actually läuft, Jesus, der wird hier kommen liegen bei ihr. Und sie beten taub und sie schleibt an. Tidig Samarias, dann ging Christi dann an die Tochter kicken und sie hält ihre Hand, ist das, kriegt es von somebody die Hand, nicht bis die Hand ob, sie hält ihre Hand, ist das, als wenn somebody ihre Hand hält. Und sie hat fein geschlafen. Und in der Kasse, was sie hat abgelockert, da wird ein bisschen eine halbe so wenn sie sagt, dass das somebody gelegen hat. Als Jesus da war, als der Engel da war, ich weiß nicht. Ich weiß bloß, dass die Tochter, die schreibt die ganze Nacht, Eva, keine schlechte Träume. Und so, wenn wir beten, in Jesus Sien Nomen, Jesus, der kommt und er antwortet. Und manchmal, in George Mueller's Sinne steht, wird es für 60 Jahre, was er betet für seinen besten Freund. Für 60 Jahre hat er gebetet. Wie sein Graf kam das und bekehrt sich da. Für wem ist das, was du betest? Was ist das eine Ding, was du verbetest? Und hast du in Jesus Sien Nomen gebetet? Das ist in deiner Bibel, das ist in deiner Bibel. Wenn du in Jesus Sien Nomen was Frauen, er wird beantwortet. Ich würde Frauen dort abstehen. Und ich will ihnen bis gleich nur Mut merken und bis ihnen ein bisschen Zeit geben. Merkte ihr und Tau. Und das eine Ding, was habt ihr hartlich? Was ist das eine Ding? Was ist das, was die schwer merkt? Vielleicht sind es Teil Dinge. Aber was ist das eine Ding, was du für Gott kommst und was dir immer befällt? Oh ja, wenn das wird passieren, ich wünsche, das wird passieren. Und ich bete, dass das wird passieren. Gott, du kannst in jeder eine sein Hart hier sein und du kannst ihre Gedanken sein. Und du kannst das eine Ding sein, wofür sie Frau.
Ich frage bis Gott, dass du uns halten, dass wir nicht war anmutig war, dass wir nicht war indautig war und dass wir nicht war auf einmal in Anglauben kommen und so denken, die Abend wird es eine wenig. Help uns bis, dass wir war mutig bleiben, dass wir nicht war Anglauben haben, dass wir ein starker Glauben haben, wir war in die Nomen Frauen, dass die Dinge war passieren. Von jeder einer, was hier ist, für all die, was uns sein, online, was auch ein Ding kann sein, das eine Ding, ich wünsche, das passiert, ich bete das eine Ding. Ich frage bis Gott, dass du was antworten, in deiner Zeit. Und help uns bis, dass wir können treu sein mit den Dingen, was du uns gegeben hast, mit dem Geld, mit den Ressourcen, die Dinge, die Zeit, was du uns gegeben hast. Even wenn wir geben, und wenn wir auch nicht einmal für kann sein, wo das alle was drei schaffen. Aber wie weit bist, dass du hast eine gerade Hand und all das, du kannst Wundermerken passieren. Wie will meine Erfahrungsgeschichte sein, mit unseren Dingen, was wir geben, mit unserer Zeit, mit dat wir uitgehen, mit unseren Nachbarn reden, wie will das meine Erfahrungsgeschichten sein? Dankeschön, Jesus, für wer du bist. Dankeschön für deine Gebete, die Gebete, was du antworten lässt, an die Gebete, was wir noch die bringen, dass du antworten lässt, für so viele Zeiten, wo wir hier sein, wo du treu wirst, wo du leibtüchtig wirst. Dankeschön dafür. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Ich würde bis fragen, wenn der somebody hier ist und sagt, ich würde gleich mit somebody zu beten, ich würde nicht gleich hier rübergehen. Ich hatte das eine Denk, ich würde gleich mit somebody mitteilen. Kommt noch fern, das Team ist hier rein, sie sind willig für ihn zu beten. Gott Sien mit Ihnen.